Wohnen tun Ping und Pong, seit sie auf dem Bauernhof sind in einem Gehege, das Stroh drin hat und eine rote Lampe oben runterhängt. Die gibt schön warm und das ist ganz wichtig für die jungen Tierli. Aussen an ihrem Reich ist unglaublich, was abgeht. Manchmal hoppeln zwei weisse Hasen vorbei, kommen zu suchen und machen das Männchen. Fresset mich nicht! Hilfe, Räubertierbunker! Mama! Flattert dann die Ping im Zickzack durch das Gehege, stolpert über das Futtergeschirrchen und leert das Wasserschälchen aus. Oder ein grosser, zottiger Hund liegt in der Nähe her, lässt sein Fell vor der Sonne aufwärmen und beobachtet die jungen Gänsli. Oder die Katzen vom Hof schleichen auf ihren Sammetpfoten um das Gehege um. Da hat der Pong Hühnerhaut, wenn er sie sieht. Wenn die Katzen das Maul schlecken. Oder ein Hühnerschar macht ein Psychli und versucht von aussen an die Kärnchen herzukommen von Ping und Pong. Am meisten Betrieb gibt es aber, wenn die 4 grossen Gänse daherkommen. Am Anfang hat Ping noch gemeint, das sei schön und da gäbe es vielleicht auch noch eine Mama für sie. Aber das ist leider gar nicht so. Was seid ihr für hässliche Zwerge? Werden Ping und Pong angepöbelt. Haut ab! Hier sind wir daheim! Versuchen die grossen Gänse sogar mit ihren Schnäbel durch das Gehege reinzupicken und die Kleinen zu plagen. Da mögen die Ping-Zetter Mordio. Schreien die ausgewachsenen Gänse, weil sie das letzte Wort haben, und der Pong verhält sich mit den stumpen Flügeln in die Ohren. Was für ein Saulärmen! Sofort aufhören! Wie könnt ihr nur so gemein sein zu diesen herzigen Babys? Kreuzt meistens Nuria dann im Galopp auf. «Hey, hallo, ihr seid alle selber mal klein und gelb gsi. Hat's nicht so zu tun?» Kiffeln die grossen Gänse zurück, bevor sie beleidigt davon watscheln. Dann schliessen sich die Hühner an und eine grosse Gruppe weisse und braune Federviecher zieht zusammen über die Weide. «Müsst nicht traurig sein, Pong. Keine Angst, Ping. Das bringen wir schon noch her, dass die euch gern haben. Genau wie die Hühner werden auch die schon gleich mit ihnen zusammen unterwegs sein mit den grossen Gänsen. Fest versprochen.» Nuria hat Mitleid mit den jungen Gänsli. Sie weiss, es ist gar nicht schön, wenn man plagt und ausgeschlossen wird. Sie nimmt sich fest vor, ganz gut aufzupassen, dass kurzum alle wie eine grosse Familie sind. «Boah, ihr seid ja schon wieder ein Stück gewachsen. Unglaublich, jeden Tag ein bisschen. Und eure gelben Flaumfederli, ja, die sind auch nicht mehr wie am Anfang. Hey, Schnuckels, da wachsen die ersten richtigen Federn.» Wahnsinn, wie schnell sich Ping und Pong von hilflosen, zerbrechlichen Gewakeln zu grossen, robusten Gänsen verwandelt haben. Sättigen, die ganz weisse und wunderschöne blaue Augen mit einem orangigen Ringli drumherum haben. Wenn die Nuria jetzt Gänselärmen hört, dann ist es nur, weil sie mit Futter in Hang daherkommt und alle sofort hinter das Fressen wollen. Das Schauspiel, das sie dann sieht, macht ihr das Herz auf. 6 wunderschöne Diepholzergänse breiten ihre grossen Flügel aus und fliegen zusammen mit einem starken Rauschen nicht hoch über dem Boden auf sie zu. Meistens landen 5 davon recht nach von der Nuria, während die Ping, Peng, Arre vorbeischiesst und in den Gänsestall hineinkracht. «Nichts passiert, Mama!» schüttelt sich die Ping einmal von zoberst bis zungerst, bevor sie zu ihrer Gänsefamilie überspringt, für Seite an Seite mit ihnen zu fremseln.